Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Ich hab mir mal wieder Gedanken gemacht und ich freu mich, dass ihr vorbeikicken daut. Das Statistische Bundesamt, das wart 75 Jahre, ist also damals, also als die Bundesrepublik gegründet worden ist, gleich mit abgebaut worden. Ich mein, das passt schon zu uns Deutschen, ein Statistisches Bundesamt. Oder was meint du? Wenn man die Homepage abrufen deit, dann sind dort gleich 3 aktuelle Zahlen. Wirtschaftswachstum 0,0%, Inflation 6,2%, wobei ich das auch mal andersrum sein hef. Und Einwohnerzahl 84,4 Millionen. Ich hab schon gedacht, wir sind bloß 80 Millionen. Wo sind die denn oben mal all herkommen? Also für die das interessiert, man kann da allerhand nachkicken. Und Olaf Scholz, die hat auch all gratuliert. Ich mein, so was kann heise. Die Sommerpause, die ist nur auch vorbei, also in Berlin. Ansonsten hab ich das Gefühl, dass die Sommerpause, das dort Jordan Bettentau wörtlich genommen hat. Sommerpause, also die Sommer, die macht ne Pause. Das heißt, ich sicherlich auch mitkriegen. Jedenfalls ist uns Butenminister Annalena Baerbock gleich mal wieder los auf große Tour. Nach Australien und nach Neuseeland schildert gern. Sie ist aber bloß mit Abu Dhabi kommen. Die Fliege, die müsst dort zwischenlanden. Und zweimal hat bei den Staat die Landeklappen nicht richtig funktioniert. Und die Fliege, die müssen wir umdrehen. Zweimal Kerosin afladen und Staat abbrechen. Ich mein, wie uns grüne Butenminister sich da wohl feult hat. Zweimal Kerosin afladen. Und Australien und Neuseeland ist nun erstmal nichts geworden. Mit Linienfliege gönnert den wieder zurück nach Deutschland und die Regierungsfliege, die steht dann nur noch in Abu Dhabi. Und die Technikers, die wird überhaupt nicht, wie sie dann wieder zurückkriegt. Sie können sich das alles auch nicht erklären. Das ist doch alles made in Germany. Wenn wir uns nochmal mit der Kühlbrandbrüche befassen, also auch made in Germany. Ich habe davon ja auch mal vertellt. Für die Planung, also ob das nun ein Tunnel oder doch eine neue Brücke geben soll, sind ja auch 60 Millionen Euro ausgegeben worden. Und nun kommt Ruth, dass das ein Gutachten von 2008 gibt, also dass aber irgendwo eine Verschlusswand ist, dass die Kühlbrandbrücke doch zu sanieren ist. So, mehr muss man nun schon nicht wetten. Nu geht eins von vorn los. Also, Torglöwen ist das nicht. Torglöwen ist auch nicht, was nu kommt. Bloß noch 27% von uns Deutschen sind der Meinung, dass der Staat seinen Aufgaben noch gerecht wird. Also, das sind nicht mal mehr 1/3. Mehr als 2/3 habt also dann Glauben an unseren Staat abgeben, obwohl wir doch ein von den besten Gesundheitssystemen von der Welt habt, die siegste Arbeitslosenzahl in Europa und nach wie vor die feiertgrößte Wirtschaftsmacht von der Welt sind. Die Deutschen habt aber den Eindruck, dass der Staat besonders bei Digitalisierung, Migration, Bildung, Klima, Verkehr, Rente, Bürokratie den Überblick verloren hat. Ich meine, wer genau hinkickt, unser Gesundheitssystem ist ja wohl auch bloß so gut, weil uns versicherten Kurt Gesundheitskurt heit und weil bei der Arbeitslosenzahl die Langzeitarbeitslosen alle über 55 und die von Amt in irgendwelche Fortbildung steckt, überhaupt nicht mitteilt wird.
Zum Glück, als sich uns Ampelkoalition einig ist. Sie sind sich einig, als sie sich nicht einig sind. So, wieso das denn nur bei Helmut aus? Ist die wenigstens ein Betten tauversichtlich? Helmut! Moin, hier bin ich wieder, Helmut. Natürlich bin ich tauversichtlich. Heft doch nu grad so ne dolle Sorg anloben. Also in Mannheim, da löbt doch nu die Videoüberwachung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Nu wart Jüger sicherlich denken, wat heb wij hier in Plattdeutschland mit Mannheim, Videoüberwachung und künstliche Intelligenz zu tun? Wenn das in Mannheim löbt, dann löbt das vielleicht auch bald bei uns. In China löbt das allang. Mannheim versucht nämlich gerade mit Videoüberwachung und künstlicher Intelligenz die Sicherheit in der Stadt zu bewahren. Und nun ist festgestellt worden, dass die KI einige Abläufe und Bewegungen nicht richtig unterscheiden kann. Also umarmen und würgen ist schlecht und anne zu holen. Und nu schall mit Hilfe von Probanden, also diese Bewegungsablauf für die künstliche Intelligenz trainiert werden. Also damit die das kapiert. So, und da hab ich mich nu beworben. Ich schall aber noch eine zweite Person mitbringen. Und Kurt, also mein Freund, deziert sich nu, weil ich hab mich für Würgen beworben. Das kann ich nämlich viel besser umarmen. Los, komm, Kurt, hab ich gesagt. Einmal noch, du kannst dich auf mich verlassen. Helmut, besten Dank auch. Sonst gib uns doch noch mal die Nummer von Kurt. Wer kommt nun zu uns letztes Thema? Sport, Fußball, Nationalmannschaften, die Kerls und die Frauens. Aber Einigkeit besteht. Einigkeit mit Recht auf Freizeit. Man gaut, dass wir hier Bundesliga ist. Bei den Weltmeisterschaften von den Frauens in Down Under, also unten, da hebt sich die Spanierin nur die Weltmeisterschaft gegen die Frauens von den Tommys halt. Auch zu Recht, wie ich mein. Und in der Bundesliga gibt anscheinend kein anderes Thema als die Verpflichtung von Harry Kane bei FC Bayern München. Wobei wir auch wieder bei den Tommys sind. In Supercup gegen Leipzig, da hätte er aber noch nicht so viel beritten. Leipzig hätte München also regelrecht aufgekauft oder vermöbelt. Auch zu Recht, so wie ich mein. Die Auftakt in Bremen, die hätten aber funktioniert. 4:0 und Harry Kane hat sein erstes Tor schotten. Wir sind ganz gespannt. Was mir noch auffallen ist, oder was ich witzig finde, die eine, die hat Sahne, die andere, die hat Mahne heiden und nun noch Kane. Wobei Mahne, auch wenn der weg ist, die hätte Rangelei in der Kabine nicht überlebt. Und mein Haas Flau, gut, sind als 3 Spiele da rum, aber sie sind Tabellenführer. Also, Taufotten ist das nicht. Taufotten ist das auch nicht, dass allwerde Schluss ist. Das wollen wir der Plattkanal mit dort und dat. Geneigt die Sommertit, lasst ihr dort gaut gehen, blieb gesund. Ich melde mich wieder, ich bin Jürgen Müller.